Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hyrule Warriors Legends. Ich weiß, es ist eine Ewigkeit her und eigentlich, ja, kann man eigentlich sagen, nach der langen Zeit, ist überhaupt noch sinnvoll, da das Let's Play noch fortzuführen, aber ihr kennt mich ja, wenn ich etwas anfange, bringe ich es auch zu Ende, sofern es wohl noch möglich ist und deswegen, ja. Was gibt es Neues mit dem letzten Update? Höchststufe auf 255 Level her. Das ist gleich bei Hyrule Warriors auf der Wii U. Von dem her, dann haben wir, steht das hier irgendwo, ist schon wieder eine neue Version, die andere Version. Naja, egal. Wir haben natürlich das letzte DLC noch runtergeladen mit der neuesten und gleichzeitig auch letzten Abenteuerkarte für den 3DS-Ableger. Und zwar haben wir einen großen, weiten Meer, Master Quest, Schattenkarte, Terminal und so. Sogar Masterwind und Kokolin verschlägt es uns nun. Karte für großer Vater, ja, die gab es ja auch noch. Jetzt verschlägt es uns nach LOL. Die letzte Karte noch ganz kurz zeigen möchte. Was heißt ganz kurz? 10 Parts oder so. Bis wir durchgespielt haben. Und dann, ja, mal schauen. Hey, listen! Auf der LOL-Karte erwarten dich 2 Welten. Über Spalte kannst du frei zwischen beiden Welten wechseln. Ja, geil. Die Spalten sind überall auf der LOL-Karte versteckt. Du kannst auf dem Erkundungsbildschirm nach ihnen suchen. Wenn du einen Abschnitt mit einem Spalt abgeschlossen hast, kannst du auf dem Spalt der Itemkarte Bild einsetzen, um zwischen den Welten zu wechseln. Das ist geil, kann man dich durch die beiden Welten, um den dunklen Herrscher finden, ihn zu besiegen. Der ist natürlich nochmal Ganon. Zwar nicht der Ganon aus Breath of the Wild und so, aber ja, jetzt ist eigentlich Yuga nochmal geil gewesen. Naja, vielleicht dann im nächsten Teil, war Hyrule Warriors DX auf der Switch, keine Ahnung. So, fangen wir mal an. Auf der Suche. Mit Stufe 1, ich mache sie gewohnt, erstmal neue Charaktere zeigen und dann durchwaschen mit Link. Ich würde sagen, wir haben hier ja Ravio und Yuga. Ich mache erst einmal Ravio mit dem Leihhammer. Und natürlich Link, der Held, der dem gefällt. Also mir zumindest. Ich hoffe, ich kann es noch. Ich habe seit dem letzten Part nicht mehr gezockt. Insofern, ja, ich glaube, es ist schon ein Jahr her oder so. Gefühlt, also es kann lustig werden. So. Bewegen kann er mir noch, ist er schön. Ravio. Dann mal los, Mann! Wie die ihn anvisieren schon wieder. Okay, das waren die Dinger. Ja, ich sehe da etwas wegen... Hä? Das ist eine Steuerung. Okay, es geht wieder. Ist jetzt nicht so schwierig, nicht wahr? Das tat weh, Mann! Ravio. Ja, nochmal ein Link-Verschnitt, wenn man so will. Also eigentlich kämpfen ja 2 Links gegeneinander. Wieso ist Ravio so groß? Alter, ist Ravio groß. Warum? Also im Vergleich zu Link, weil er ist eigentlich Link. So, Ravio müsste auch Level 50 sein. Damit es noch ein bisschen schneller geht und so. Weil schneller, hä? Ich meine, Link ist Level 130, glaube ich. Maximal 255, also... So, lololo. Der Exelfoss ist down. Ja, er ist eine Exelmann. Und er hat den Special Move, weil er kommt aus Lorul. Und er ist Ravio. Denn er mag keine Ravioli. Was hat das damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt, weil ich es nicht mehr kann. Ich will gar nicht aktivieren. Was ist hier? Die sind ja alle schon aktiviert. Warum denn das? Warum sehe ich es erst jetzt, Mann? Das war cool. Hast du Magie dabei? Wäre ganz geil. Ja. Ja, Link, Mann. Geh doch mal hoch. Loloch.
Da ist die Nimbusgarde. Juhu! Eisstyle. Das frage ich mich gerade. Er spielt die Ocarina. Wie geil ist das denn? Er hat die Ocarina. Lala. Tralalala. Aua. Nö. Nicht Fetti Puletti. Vergiss es. Ravio wurde entdeckt. Der Antula ist direkt hier. Da kommt du scheiß Hase. Der pinke Hase. Aber voll die Anspielung auf Link to the Past. Wisst ihr, was ich mal geil finde, Leute? Mal ein Remake von A Link to the Past. Also mal ein richtiges Remake, ja? Aua, aua. Also beziehungsweise, es wäre natürlich kein HD-Remake, sondern halt eher sogar ein HD-Remaster jetzt mal. So ähnlich es auch mittlerweile auch bei Final Fantasy VII gibt. Einfach halt für die Switch oder so. Warum eigentlich nicht den gleichen Stil wie bei A Link Between Worlds? So auch nochmal Link to the Past neu aufsetzen, weil SNES-Zeiten so und die Grafik von damals und das ist schon eine Weile her. Und oh, wäre irgendwie cool. Finde ich zumindest. Ich plane etwas, oh, da muss aber einschreiten. Lalalala. Ich bin der Hasemann! Der alles hasen kann. Was? Ja, ist krass, weil jetzt, wo ich gerade das hier aufnehme, wo wir es letztens wieder mal. Aber erst gerade vor kurzem. Medoli? Noch eine Anspielung. Nämlich erst gerade gestern noch das Finale zu Breath of the Wild aufgenommen. Und ist irgendwie schon ein bisschen, ja, nostalgisch quasi. Das ein Let's Play abgeschlossen. Jetzt das hier mache ich jetzt quasi auch einen Endspurt noch, wenn man so will. Und dann, oh, wie sagen, Zelda-technisch nochmal nichts los bei mir. Oh, die Magie vergessen. Scheiße. Wir sind viel zu stark, Mann. Lalala. Tja, Freunde, das war Revali. Ravioli. Ich nenne jetzt nur Ravioli. Ich meine ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, sich freiwillig ein Hasenkostüm anzuziehen? Wer macht sowas schon? Das muss echt irgendwie ein Konterpart zu links sein, geht gar nicht anders. Schwert des Bösen, okay, ein Hammer, mit gleicher Stärke, Schattenepona. Okay. Ja, es gibt wieder so eine Anspielung, die ich gerade so sehe, bezüglich halt Breath of the Wild. Warum ist jetzt Ornwells? Das ist neu, glaube ich, wa? Hä? Es gab ein Update mit A Link Between Worlds Karten. Gibt erstmal Items aus Twilight Princess. Das ist auch nicht schlecht. Oh, der Ravio-Schild. Schön, kennenzulernen. Ich bin Ravio, ein fahrender Händler. Ich habe gerade mit dir gezockt, Alter. Das ist eine beeindruckende Vorstellung. Du musst ein Held oder sowas sein. Ach, du bist tatsächlich ein Held? Na, da habe ich vielleicht was für dich. Also, jetzt ist es mein Ravio-Schild. Dem siehst du, welche Superkräfte gerade aktiv sind. Keine Angst, was Superkräfte sind, erkläre ich dir noch. Also pass auf, die Itemkarten auf dieser Karte aktivieren Superkräfte. Optimal aktiviert. Ah ne, das sind die Abwehrkräfte. Wenn man sie einsetzt, die gelten dann auf der gesamten Karte. Die Itemkarten haben also immer eine Funktion. Und das sind nur an passenden Stellen, auf dem Erkundungsbildschirm oder einfach so einsetzt. Toll, oder? Ja. Das war wieder schuld, sagt ihr immer, welche Superkräfte gerade aktiv sind. Schau mal einfach ganz tief in die Augen. Ne, bitte nicht. Jetzt zwei Superkräfte gleichzeitig, okay. Was ist los? Itemcard. Oh, dankeschön. Itemcard der Bogen erhalten.
Brauche ich hier wohl den Bogen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Es war korrekt, Mann. Ja, so korrekt, Mann. Eine neue Belohnung. Superkraft, ganz Lola fast. Yeah. Es ist die Lichtpower. Es ist der Händler. Oh je. Das kann berechnen, eine Weile dauern. Superkraft empfohlen nicht. Gut, das heißt, ich gehe mit dem Masterschwert rein. Sehr gut, wieder 2 Charaktere. Ja, Link muss rein. Beziehungsweise, was mache ich hier überhaupt? Quatsch mit Soße. Nee. Leihhammer, nehmen wir den Combo und dann Link mit Link zocken, damit es ein bisschen schneller geht. Ihr wisst ja, wie es geht, wa? Genau, ich würde sagen, nächsten Part, dann nehme ich den anderen, Yuga. Den weiblichen Ganon. Ganondorf, ich weiß eigentlich, ist glaube ich auch männlich, aber irgendwie... Ich muss zugeben, mir gefällt die Vorstellung irgendwie, dass Yuga einmal weiblich ist und quasi männlicher Bösewicht, ich weiß nicht, weiblicher Bösewicht, obwohl bei Link Between Worlds gab es schon weiblicher Bösewicht, von dem her, naja. Ist ja auch scheißegal. Auf der Jagd, ja super. Das macht man ganz schön Link. Hä, mit dieser Krabbelmine? Willst du mal verarschen? Das ist einfach auch ohne. Ich meine, ich bin Link, der Held, der jedem gefällt. Außer Ganon und Yuga, aber ist ein anderes Thema. Hi Goma. Na, wie geht's? Wie steht's? So schlecht also. Hätte ich nicht erwartet. Oh, ich hatte die Zwischengrenze da an. Nein! Überspringen! Ich hab die scheiß Dinger wieder an. Das jetzt gefressen? Ja, hat er gut. Die Kombos mit Link hat er gerade nicht mehr so im Kopf, wie auch schon. Blocken war... Ja, da war Blocken, okay. Ja, muss erstmal ein bisschen gucken. Guma, bleibst du hier? Ja, hier bin ich, komm. Mach den Auge auf, mach den... Nee, komm schon, nicht Zeck-Kopfstoß. Zeck-Kopfstoß. Nee, das ist auch scheiße. Ob so ging's, yo! Und Goma ist down. Sehr gut. Übrigens, die Mucke finde ich ein bisschen komisch. Kann das sein? Oder war das schon immer auf dem 3DS so? Weil, ja, mittlerweile, wie schon mal erwähnt, bei Fire Emblem und glaube ich auch bei sonst irgendwas im Spiel oder Infovideo, habe ich ja mittlerweile, nehmen wir das hier, ein 3DS XL zum Aufnehmen und da ist auch die Aufnahmesoftware ein bisschen anders und so und ich nehme andere Formate auf, etc. etc. Ja, kann sein, dass die Qualität beim Bildschirm besser ist, kann auch sein, dass es momentan um oben besser ist oder so. Ich bin noch ein bisschen rumtesten. Die Musik müsste eigentlich immer gut sein. So, tschüss. So geht das. Ich glaube, ich bin in der dritten Mission in diesem Part. Aber ja, wenn wir so behaupten, dass das Let's Play vermutlich nur etwa 14 Parts beinhaltet, maximal. Also ich hoffe etwa 10 bis 12 Parts hier noch mit dem Abenteuerkarte und dann machen wir, glaube ich, zum Schluss noch im letzten Part noch einen Ausflug auf die Wii U, auch noch zum Gucken, wie die Charaktere alle aussehen. Die neuen, vor allem mit den neuen Waffen auch noch, oder die alten mit neuen Waffen. Weil dann kann ich, glaube ich, das Spiel und vor allem das Let's Play würdevoll verabschieden. Endgültig. Bis zum Teil für die Switch halt. Was es einen gibt. So, ich kenne bereits. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Halo Warriors 3 geben wird, alleine schon wegen Breath of the Wild, was jetzt relativ viel Content noch beinhalten würde.
Und ja, auch wegen Story-Modus, wegen der Timeline, sag ich jetzt mal. Weil auch dort ist schwierig, das Spiel einzuschätzen, wo es in der Timeline hingehört. Und Halo Warriors hat ja auch irgendwie die Angewohnheit, aus diversen früheren Spielen Elemente einzufügen. Insofern wird es eigentlich beides gut passen. So, fügt Finsternis als ein volles Element hinzu und ermöglicht den Wertewechsel an Weltenwechsel, Entschuldigung. Tornadostab, Vlies und Schätze sichtbar, okay. Sandstab, ist das Feuer? Okay. Okay, Feuerstab, Eisstab ist eigentlich logisch. Mai macht Mai Schätze sichtbar. Ach du Scheiße. Bumerang, Blitz. Krafthandschuh. Oh, okay, ist natürlich auch Blitz. Warum? Weil es Gerudos sind? Hä? Oder schon ein Gerudo-Schatz? Keine Ahnung. Gegner, Felsen sichtbar. An Felsen Gegner sichtbar. Umgekehrt natürlich. Bogen. Gut, aber schon versucht. Gemacht, meine ich. Ja, mal schauen, müsste eigentlich schon gut gehen. Muss ich schon etwas einsetzen? Ich kann hier... Sollen wir es wagen? Wir wagen es mal, wa? Und für das habe ich es ja. Eine Superkraft, ganz low fast. Die zweite. Ich habe jetzt Finsternis, ja, gut. Und jetzt? Hier oben noch mehr Festungen. Okay, ich habe es jetzt eigentlich da eingesetzt und so. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Brauchen natürlich, ob überhaupt was passiert. So, wir kennen das Prozedere. Ich weiß, wird ein bisschen langweilig und so, aber das muss leider sein. Als zweiter Charakter, ich muss nicht Ravio nehmen. Nicht Ravio, ich nehme mal Ganondorf. Der wird natürlich Freude dran haben. Dreizack. Ja, der wird Spaß haben. Ravio. Jetzt haben wir das Bild. Ah, jetzt. Ganondorf und Link im Team. Ja, kann nur schief gehen. So. Bin gespannt, ob es noch ein bisschen lecken wird. Ich meine, es ist nicht der New 3DS XL, es ist normale 3DS XL. Zum Beispiel, ich habe die Fee noch mitgenommen, die kann ich einsetzen, wenn ich volle Magie habe, wa? Ich glaube, so war es ungefähr. Ja, komm langsam wieder rein ins Spiel. So, ich bin ja hier unten. Nein, das war... Ah, ja, wegen Aktivieren, nicht Y wegen Aktivieren. Mann, mein Fehler. So. Ich weiß, Leute, aber ich bin stark genug, ich mache genug Schaden. Oh. Hä, wo ist er? So. Link hat den Westplatz erobert und das eigentliche Item. Ein Heiler? Vergiss es, bleib hier. Du entkommst mir nicht. Ich muss zugeben, Halo Warriors auf der Switch wäre schon cool, aber ich sag's mal so. Wenn es da noch sowas geben würde, hätte ich dann doch gern, dass man zum Beispiel auf der Abenteuer kann nicht immer Ganon als finalen Boss nehmen, sondern mal ein bisschen drauf achtet, wer zur Karte passt. War zum Beispiel jetzt hier, oder? Link Between Worlds wäre natürlich Ganon wäre ganz geil. Als Bossgegner oder auf der Majora's Map wäre natürlich, oder sprich halt Terminal Map wäre natürlich halt das Horror Kick ganz cool. Ging eigentlich das Ding schon wieder? Moment, ich hab's gleich wieder. Ah, sowas. Den Strahlschleudern. Habe ich ja bei Between Worlds noch nicht so richtig eingesetzt. Und zwar aus dem Grund, weil, ja, es wurde Link nie erklärt, der mit dem Maserschwert Schwertstrahlen schießen sollte. Insofern. Aber nicht sehr selber weiß, aber oder erfahren habe. Gemerkt habe, sage ich ja.
Die sind echt ein bisschen sehr schnell zu besiegen. So, natürlich auch nichts. Wir sind eh viel zu stark. Es fehlen noch 2 Festungen. So, das ist Y. Dankeschön. Nice! Hey Link! Oh, Toon Link! Ich hasse dich, Toon Link! Hier kommt eine Toon-Ausgeburt! Stirb! Mit deinen Toon-Brüder! Ja, sorry, ich mag Toons echt nicht. Nicht, dass irgendwie die Wind Waker jetzt mittlerweile schlecht wäre. Ich habe, also ursprünglich fand ich es schlecht, im Original nach aus Grafikgründen. Aber mittlerweile... Alter, der Ganondorf steht hinter mir, aber bloß eine Stimme. Mittlerweile, wo ich das HD-Remake gezockt habe, kann ich mich auch ein bisschen das Feeling reinversetzen und lieben lernen und vor allem natürlich auch die ganze Story und so, klar. Aber ganz ehrlich, ja... Ich sag's echt so wie es ist, der ganze Toon-Setting und so, Toon-Grafik gefällt mir nicht, dieser Cell-Shading-Style, das ist nicht meins. Darum bin ich auch froh, dass man irgendwie jetzt für die Switch wieder sowas genommen hat. So, wir hatten eigentlich da die ganze Zeit ab. Aha, das sind die scheiß Eroberer hier. So, mal gucken, wir haben 4 Festungen bisher. Es fehlt also... scheiße, echt noch 2. Och, nur das Huhn. Oh. Das Evil Chicken ist zurück, wenn ich es mal so anmerken darf. Scheiße. Hä? 2, 3, 4... Ah, die eigene Festung, Entschuldigung. So, direkt runter, bevor das Evil Chicken noch kommt. Das kann ich jetzt echt nicht. Impa, okay. Geht schon. Keine Cutscene, dankeschön. Und dann kann ich den Part eigentlich so schön mit 3 abgeschlossenen Missionen beenden. Nächste Part wieder erwähnt, machen wir mal mit Yuga, mal gucken, was da noch so abgeht und jo. Was die Karte zu bieten hat hier in LOL, verpiss dich. Und tschüss, Mann! Item her, dankeschön, oder Waffe von mir aus. So liebe ich das, Freunde. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Ich war nicht übel, oder? Nee, du warst, ja, Statist, aber, ja. Nee, also, ja, doch, keine Ahnung. Link und Epona und tschüss. Gar nicht mal so schlecht. Diesen Kartenabschnitt nutzen, den Spalt diesen Kartenabschnitt nutzen, ja. Wofür eigentlich, wenn man so fragen darf? Du kannst den Spalt nur nutzen. Aber das gerade... Ich vermute mal, ich habe es falsch verstanden, war. Vermutlich muss ich zuerst die Mission abschließen und dann kann ich die Spalte hier einsetzen. Ich habe es einfach irgendwie schon zu früh eingesetzt oder so. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Okay, Freunde, nächste Part also mit Yuga, los geht's und so. Und wir werden mal gucken, wie groß die Karte eigentlich ist insgesamt. Die scheint sehr groß zu sein. Ach du Scheiße, wie sieht es der Höhe aus? Und da ganz auf der Höhe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scheiße, 8 in der Höhe, etwa 10 in der Breite. Mehr vermutlich. Ja, wir wissen, mein Plan ist direkt zum Endboss und so. Einfach nur durchmarschieren, die Karte zeigen. Und deswegen, ja, nächste Folge mit Yuga. Und
mal schauen, was sonst noch alles. Bis dahin, ciao zusammen.